Die Angehörigen ist das. Pastor ging in der Uhr spazieren. Du zag da in een wee aan de roeg in een kapotte ezel liggen. Hij ging naar hem en reed bij de stadverwaltung aan en zag: an der Ruhr, da liegt ein toter Esel. Der Beamte op dat Ordnungsamt, der wusste nicht so richtig, was er davon hauten soll. Und meinte, du, aber Herr Pastor, ich dachte, für die Toten sind Sie doch zuständig. Pastor schlug den Ens und sagt, du, da haben Sie ganz recht, mein Herr. Aber zuerst setze ich mich immer mit den Angehörigen in Verbindung. Om Mattes jong zijn hens bij Paschoer jellen. Er war heel erg stinkgevoed. Die Verkäuferin, die den Bedende wil schoor, wie das in Schuhe moet denken. Toen kwam die nächste, die kippte auch um. Dat zorgt der Chef, die Lü mocken al dat ze goed komen. Der Chef schnappt sie ein paar Schuhe, jeft die Mattes und sagt, mag flott, dass du bis Boete kommst, die Schuhe kriegst du me Sös. Mattes sprong op, die Schuhe unter der Arm und der Hut. An der Tür dreht sich nach uns und ritt in der Af und sagt du, hey Meester, kriegst du noch ein paar Schluffen für? In de Metzerie. In de Metzerie ging het hoog her. Die Metzerie stinkt vol Lü. Dries, die Metzersvrouw, war alleen. Und nou alle heng wilden doen om die Lü te bedienen. Sie hou al 2 Mal op haar Mensch Hermann geroepen. Aber der Dinge so, als wenn nichts gehört hat. Dries fing sich langsam an der Ärgere. Und du kam auch ausgerechnet Seef an der Rie. Seef, dat war de rikste, war de knausigste vrouw in je dorp. Seef jol een half blootwurst en een half leverwurst en 3 pond knorken. Seef betaalde en liep die knorken op de teek liggen. Tsaar, kannst du mich die knorken niet jet kleiner maken, sonst krieg ich die niet in der Keertel. Dries kneep knalrood aan verärgert. Het rührt die Dür van het Schlachters op een Reeb op haar Mensch. Hermann, nu kommst du uns endlich helfen. Und dat ist das allererst sehr viele Knorken kaputt schlagen. Das ist der dusselige Döpperscheuer. Also, Pap kam ganz opgeregt van het werk naar hem und war an Spektakelen. Meine Chef, dat is een dussel. In het Döpperscheuer, der weet alles het beste, der kan alles het beste und der hat immer recht. Mam hat alle Mühe und Mattel voor der Pap te beruhigen. Fritzje der Kleine, hou zat dabei und hou alles mitkriegen mit zo'n richtig lang Uhr. Na, Erte, Pap hou sich wel jet beruhigt, du klingelt het Telefon. Fritzke springt op und nimmt der Hörer af. Kriegt sich der Hörer und hält den Wied von sich ab und rebt auf seine Pap. Pap, kom eens jou aan het telefoon. De chef, de dusselige Döpperscheuer is dran. Da treffen sich 2 Vrungen und vertellen sich von der Urlaub. Wo sie dieses Jahr her willen fahren. Der eine wohl nach Amerika und der andere wohl mit zijn Auto nach England. Jades Willen, sagt der eine, war bloß nicht, dat linksfahren in England ist lebensgefährlich. Na, in der Tijd treffen die 2 sich auch weg. Wie ist das, sagt der eine, bist du nach England gefahren? Nee, sagt der andere, du hast recht, dat linksfahren ist lebensgefährlich. Stell dich vor, ich habe es auf der Autobahn zwischen Köln und Orke probiert und wäre kaputt geblieben. Neulich, du war ja uns mit dem Psychiater. Ja, du hast ich bei der Psychiater gezeten. Und wie ich stand bei dem gezeten, du sagte für mich, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, dann müssen Sie sich selber finden.
Naja, habe ich mir gedacht, der muss es ja noch weten. Eben habe ich mich fast an Zöke gegeben. Was meint wel wat ich alles gewungen habe? In een oude verblutsde kamerpot, in een kapotte jutsklomp, in verroosde meisjaffel, in het zinken emmer met een loodkren, in ijzeren ketten, in een afgebroken stiel van een schuffelke, in een afgeknarde hond, hem de hond zich voor je raven houdt, in een uitgeleierde versluis van een oud zeekvaart, in een verroosde hoek van een karrediel, in een halve slipsteen en een stuk daarvan af een höhere beus. Alles dat had ik gewonnen, bloos mezelf had ik niet. Dat is toch allemaal zeker. Dat is lustig. Oma had met haar enkelkind Sabine Weihnachtslieder geübt. Van nog Sinterklaas, van een Christkindje, en van nog Tannenbaum en van de Englein. Avonds Dezember komt Sinterklaas van een Hemmeler af, om al die kinderen op de erdens te bezoeken. Sinterklaas kwam, dat jolde booghouwer onder de arm, een hoer bischofsmuts op de kop en een grote jolde staaf in de hem. Hij bracht voor die kinderen lekker met. En voor het eerste ging hij die kinderen beleren. Wie Sinterklaas met zijn belering fertig was, toen zag hij voor Sabine, kannst du denn auch zingen? Sabine nikte met haar kop. Sabine, dan zing er eens dat lied van die Englein, meende oma. Sabine stelt sich vor Sinterklaas hin und fing an zu singen. Schnaps, das war sein letztes Wort. Da trugen ihn in England fort.